Und willkommen zum ersten Part eines neuen Online- und gleichzeitig auch ersten Online-Let's Plays und kein geringeres als Yu-Gi-Oh! Online 3 bzw. Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator. Ihr habt es euch ja so sehr gewünscht, Freunde, und auch wenn ich überrascht bin, dass Yu-Gi-Oh! Bei euch so gut ankommt, will ich natürlich diesem Wunsch nachkommen, vor allem da ich mich selber ja, sehr gerne diesem Genre oder dieser Serie halt widme. Und daher denke ich mir, komm, was soll's. Wenn ich schon Online-Parts oder Let's Plays jetzt halt mache, dann wieso nicht gleich auch Yu-Gi-Oh! Auch wenn es jetzt halt mit Online 3 nur noch bis spätestens Mitte September weitergehen wird. Weil ab dann wird dann die Server werden alle eingestellt, der Dienst eingestellt, dann gibt es das Programm nicht mehr, und zumindest kann ich nicht mehr zocken. Und ja, so lange wollen wir uns hier noch aufhalten. Ihr seht schon, ich habe hier das Deck ein bisschen geändert, was wir im letzten Part, beziehungsweise beim letzten Test noch, Let's Show war es, kein letzter Test, gesehen haben. Zum einen sind ein, zwei Karten neu und auch die Bezeichnung habe ich geändert. Grundsätzlich habe ich auch noch einiges anderes geändert, und zwar habe ich mittlerweile insgesamt 4 Decks. Ich habe sogar ein Exodia und ein Kristalldeck, wobei ich sagen muss, dass beide Decks, also sowohl Exodia als auch Kristall, sind noch nicht ganz fertig. Da muss vor allem noch Tests ausführen und so weiter und so fort. Kennt ihr alles, man muss immer ein Deck zuerst testen, ob es auch so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und beim Exodia-Deck war ich vor allem verwundert, dass ich überhaupt alle 5 Teile der Exodia habe. Hätte ich echt nicht mehr gedacht, ey. Also vor allem jetzt hier bei Online 3, dass er die mal irgendwie auf dem Handheld und so hatte, das war mir klar. Aber jetzt hier, bei Online 3, weil die waren schon mal recht teuer und so, und ja, da sieht man es mal, ich war ein rechter Suchti. Yeah. Heute wollen wir vor allem mit dem Deck der finsteren Welt beginnen. Und da dachte ich mir eigentlich auch, dass ich eigentlich zu jedem Part von Yu-Gi-Oh! Duel Accelerator jetzt eigentlich jedes Deck mal vorstellen könnte. Dann habe ich halt insgesamt am Schluss 4 Decks gehabt. Und danach können wir die immer hin und her switchen, von Duell zu Duell. Also dann betreten wir halt mal die Overworld, oder wo ja die Übersicht. Overworld ist nicht wirklich. Ach ja, was ich noch erwähnen sollte, ich habe mal im letzten Show gesagt gehabt, wie auch immer, dass man hier auch für Duelle bezahlen muss. Das stimmt so leider nicht ganz, oder ist nicht mehr richtig der Fall. Es war früher mal so, dass man für Duelle auch bezahlen musste, hier aber nicht mehr. Dafür müsst ihr halt für die Karten und so bezahlen, habe ich auch schon erwähnt. Und ich glaube, es sind teurer als früher, deshalb war ich da ein bisschen irgendwie durcheinander gekommen und so. Was soll's. Wir werden trotzdem gegen NPCs kämpfen. Ist vielleicht nicht richtiges Online-Feature und so, aber ich meine, ja doch, im Prinzip schon. Ich meine, das Spiel ist selber online und so, das könnt ihr offline nicht zocken. Von daher ist es schon ein Let's Play online würdig. So, heute auf dem Programm stehen Duelle gegen Yami Yugi und gegen Yusei. Und zuerst will ich gegen Yusei zocken. Ja, seht schon, mittlerweile 4-mal verloren sogar. Wobei ich hier sagen muss, 2-mal war es, weil die Verbindung zum Server abgekackt ist. Und wenn diese Verbindung drauf geht, dann verliert die automatisch, egal ob jetzt ihr schuld seid oder nicht. Ist natürlich sehr, sehr doof. Ja, erstmal Gegner, schön und gut, Duell beginnt natürlich. Muss ich kurz aufpassen. Also, ja, ich will euch eigentlich die Karten nicht zeigen, deshalb geht es gleich weiter, bevor ihr euch groß ein Bild davon machen könnt. Von den Karten, die ich im Deck habe. Vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten, wer weiß. Oder beziehungsweise überblendet, könnte ja auch sein. So, was auch neu ist mit diesem Let's Online, ja, jetzt habe ich sogar verloren, ganz toll, ist, dass ich jetzt erstmals nicht mehr mit Fraps aufnehme, sondern mit DxTory. Und zwar in erster Linie deshalb, weil DxTory mehr Varianten bietet, um das Ganze wieder zu bearbeiten, und zwar währenddem es aufnimmt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es erhoffe, weil dann wäre es wirklich eine bessere Alternative als Fraps. Wobei ich jetzt schon weiß, dass Fraps einen großen Vorteil hat. Mit Fraps kannst du wirklich alles oder beinahe alles aufnehmen, mit DxTory geht das nicht. Da kannst du nur bestimmte PC-Spiele oder die meisten PC-Spiele halt aufnehmen, aber Konsolenspiele und so gehen nicht. Aber egal, ich bin am Zug und ich habe gar nicht mal so eine schlechte Hand. Alles klar, ich gehe gleich voll auf die Vollen, und zwar mit Geschäfte mit der finsteren Welt. Oh ja, mein Dark World Deck. Und zwar kann ich jetzt eine Karte aus der Hand ziehen und gleichzeitig eine abwerfen. Und darin liegt bereits die besondere Fähigkeit dieses Decks. Denn sobald ich diese finsteren Weltmonster auf den Friedhof werfe, durch einen Effekt, kann ich sie in der Regel wieder aufs Feld zurückholen oder andere Effekte auslösen. Und ihr seht schon, dieser Gold-Wu-Fürst der finsteren Welt hat satte 2300 Angriffspunkte.
Da soll mir Yusei erstmal etwas dagegen bieten. Also dann. Gold, Wufürst der finsteren Welt. Streitaxt der finsteren Welt. Attacke. Ups, oh nee. Nicht die Vogelscheuche. Scheiße. Ach ja, übrigens, sollte ich auch mal erwähnen, sobald ihr eine gewisse Anzahl an Siegen gegen die NPCs habt, dann bekommt ihr auch Karten von denen. Und zwar mit 12 habe ich jetzt, also mit 12 Siegen habe ich so eine Vogelscheuche bekommen. Fallenkarte. Ich glaube mit 24 kann die nächste Karten so. Ich bin nicht ganz sicher, müsste ich mal testen. Deshalb zocken wir jetzt noch gegen NPCs. Ja, ich kann nämlich jetzt natürlich alles ein bisschen scheiße. Aber auch vor allem Handkarten. Also, Sangan. Du gehst noch aufs Feld und unterstützt den guten Gold. Oh yes. Gut, Yusei. Das war's für meinen Zug. Jetzt bist du dran. Ja, jetzt bin ich am Zug. Geil. Nee, das war scheiße. Scheiß Synchro. Oh, er ruft Gerümpel synchronisieren. Das kann ja was werden. Der immer mit seinem Gerümpelkrieger. Hey, meine Fresse. Hä, was macht er jetzt? Okay. Abstimmgeschirr kriegt zwar Level 2, beziehungsweise Stufe 2 unter Umständen, aber... Oh, Entschuldigung, ist mir gerade sauber was aufgestoßen. Ja, wenn ich den sehe, da stößt mir sowieso immer sauber was auf. Und er ruft Gerümpelkrieger. Ich dachte, er hat Nullwach auf dem Friedhof. Wieso hat er nicht den mit dem Spezialeffekt von Gerümpelsynchronisier gerufen? Vielleicht macht er jetzt. Ja, jetzt macht er's. Alter Falter. Er stärkt sein Monster. Nee, doch nicht. Hä? Crazy. Und er greift da mit Gerümpelkrieger und der berühmt-berüchtigten Schrottfaust. Na, das kann ja was werden. Ach ja, wegen diesem Let's Play Online und so, da habe ich mir jetzt überlegt, jetzt im neuen Jahr und so, mit dem neuen PC und all dem, will ich auch eine neue Art von meinen Let's Plays einführen. Nicht mehr nur Let's Fights, normale Let's Fights, auch keine Let's... Wir müssen uns mal kurz konzentrieren. Ja, der ist gut. Also, keine gewöhnlichen Let's Fights, Let's Plays mehr, also die kommen natürlich auch noch, aber jetzt auch halt Online-Let's Plays, die in ihrer Art und Weise im Grunde genommen unendlich sind. Also, ja, es hat halt kein Anfang, kein Ende, ich zocke ja einfach drauf los, haben auch keine Story-Modus und so. Okay, dieses Let's Play halt von Yu-Gi-Oh! Duel Accumulator ist eine Ausnahme, weil das wird spätestens Ende September eingestellt. Aber ja, trotz allem, na toll. Viel kann ich nicht gerade machen. Trotz allem sind diese Let's Play Onlines, das sind jetzt 3 Stück geplant, ist es eine Kategorie, die ich einführen will, die halt, ja, die auch keine fixen Zeiten hat. Sprich, die bringen halt einfach mal heraus, weil ich Bock habe, was aufzunehmen und so. Und sind, wenn man so will, wie der Punkt auf dem I. Ja, wie der Punkt auf dem Buchstabe I. Auf Schweizerdeutsch klingt es ein bisschen besser. Da wäre es das I-Tüpfelchen. Ja, das Tüpfelchen auf dem I, wie auch immer. Soll einfach nur ein netter Zusatz sein, nicht irgendwie normale Let's Plays ersetzen und so. Und wie gesagt, die kommen auch nur ab und zu. Nicht jeden Tag wie gewöhnliche Let's Plays. Ach du Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Waffe aus der Waffenkammer, muss das sein? Ja. C'est la vie, wa? C'est la vie. Und vor allem bin ich sehr gespannt, wie diese Let's Play Online, so natürlich dies hier von Yu-Gi-Oh! Bei euch ankommen wird. Also ich denke jetzt vor allem, dass diese Let's Play Onlines vor allem in den Ferien und auch am Wochenende kommen werden, weil unter der Woche habe ich wohl eher weniger Zeit dazu. Also meine Zeit dazu, die nebst normalen Let's Plays mit dem Story-Modus und so zu zocken, weil die haben halt Vorrang. Der hat mich direkt angegriffen, die Sau. Hä, wieso überhaupt? Ach stimmt, der kann mit... War fast... Nee. Ah, ja, wegen der Angriffspunkte, genau. Das ist die spezielle Fähigkeit seines Monsters. Der hat man direkt abgezogen. Ach du Scheiße. Ja, wird lustig. Wird lustig, Leute. Vor allem, weil ich gerade nichts Gescheites auf der Hand habe. Aber keine Sorge, das kommt schon noch. Denn die Stärke dieses Decks, die liegt vor allem in der Geschwindigkeit und in der Anzahl Karten. Und wenn dieses Deck mal richtig läuft, hey, dann ist es nicht mehr zu stoppen. Dann räume ich sein Feld komplett leer und greife ihn mit allem an, was ich habe. So ähnlich wie auch mit dem Kristallungeheuer-Deck. Oder auch mit dem... Nee, Exodus eher auf Defense, oder?
bis dann endlich mal alle Karten auf der Hand habe und er hat Max-Krieger gerufen, ist mir gerade scheißegal. So ein ähnlicher Grübelkrieger machen mehr Sorgen. Deshalb lasse ich es jetzt auch noch. Weil der zieht mir die Angriffspunkte meiner zerstörten Monster ab. Und das ist sehr, sehr ungünstig, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aktivier du deinen Effekt, ich aktiviere meinen auch. Und kriege ein neues Finsternis-Weltmonster auf die Hand. Welches nehme ich? Entweder Green oder Brown habe ich bereits. Oder Kaki, Gorilla der finsteren Welt. Der kann auch noch hilfreich sein. Aber trotzdem, ich müsste ihn irgendwie zuerst von der Hand runterkriegen. Kartenzerstörung, das wär's jetzt, ey. Meine Fresse. Jetzt Kartenzerstörung, ich würde das ganze Feld rocken. Tja, Alter, c'est la vie, sage ich dazu nur. Und Tschüssikowski. Wie jetzt? Nein, du bist doch ein Arsch! Wobei, 1300, schafft das sogar noch. Aber nein, nicht die Lichtschwerten oder du Scheiße. Ja. Natürlich ein bisschen doof, aber was willst du machen? Natürlich noch eine verdeckte Karte. Schwerer Sturm, ich brauch dich. Komm schon, Herz der Karten, jetzt brauche ich was Gutes. Kacke. Ja, soviel zum Herz der Karten, was Gutem war. Oh, scheiße. Ich brauche mehr Monster auf dem Friedhof. Damit ich den Topf der Trägheit aktivieren kann, um 2 neue Karten zu ziehen. Und dann geht's hoffentlich endlich in die Vollen hier. Weil sie jetzt losen, das wäre sehr peinlich. Ja, Juse, mach ein bisschen schneller. Mach ein bisschen hin. Du alter Spinner. Ne, ich müsste sagen, du alter Hinner. Mach mal Hinner, du alter Spinner. Das wird sich zwar reimen, aber gäbe überhaupt keinen Sinn. Gerüppel synchronisieren mit seinem Effekt ruft er. Oh nee. Ruft jetzt noch einen zurück oder was? Ne, warte mal. Max Krieg hat wieder Stufe 4. Jetzt sag nicht, der ruft. Nee, bitte nicht. Oh Gott sei Dank, ich dachte echt, jetzt würde er irgendwie Sternstaubdrache rufen. Das wäre mein Untergang gewesen, hey. Als Sternstaubdrache, der kann hier alles kontern. Fällt mir gerade mal so auf. Ja, ich bin ja auch clever, wa? Ja, greif doch an mit einer dämlichen Schrottfaust, hey. Ist doch eh alles nur Schrott. Schrottfaust! Danke, Jose, denn dadurch hast du die besondere Fähigkeit meiner Riesenbazille aktiviert. Erstmal Schaden für dich. Und ich kann 2 neue aus dem Deck rufen. Ohne Umwege. Gut, er kann zwar auch wieder angreifen, aber er kriegt trotzdem in diesem Zug insgesamt 1000 Punkte Schaden. Und ich lade auch noch 300. Autsch, immer auf die Nieren. Und ich gucke schon richtig grimmig und er ist so richtig happy, hey. Na, warte, Alter, dieses Grinsen wischt er noch aus dem Gesicht, schon passiert. Tja, manchmal geht's schnell, wa? Er macht's wirklich, er ruft Sternstaub drauf. Hä? Stufe 7? Was ruft er? Ach so, ja, gut, Max Krieg hat die Stufe gesenkt, ja, das lag ja ein, aber wieso? Oh, nee. Abstimmgeschirr, wobei bringt mir auch nicht viel. Ja, läuft richtig super, muss ich sagen. Ich bin auf dem besten Weg zu verlieren. So zwar eher weniger, aber... Verdammt, ich muss mal überlegen. Ah! Sehr schön. Topf der Trägheit, soll ich jetzt bereits, oder... Ja, kann ich auch bessere Karten, hey. So geht das nicht, so geht das nicht. Dann, welche Karten schicke ich denn zurück ins Deck? Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Den brauche ich eventuell nochmal. Und die 4 anderen. So, you say, jetzt geht's aber richtig an den Kragen. Hey, der mit dem Topf der Trägheit. Bin ich dir hoffentlich nah überlegen. Alles klar. Die Monster zurück in mein Deck. Und dann mische ich und ziehe 2 neue Karten. Oh, alter Falter, you say, jetzt bist du am Arsch. Jetzt bist du am Arsch. Ja, ich irgendwie auch, aber ist egal. Alter Falter, was mache ich hier? Das kann so oder so ausgehen. Blitzgebiet, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich Blitzgebiet aktiviere. Wäre zwar einen von den beiden los, aber unverteidigte Karte ebenso.
Aber ich habe nichts mehr auf dem Feld. Andererseits dann wieder Kartenzerstörung aktivieren und den vorher gespielt habe. Kann ich den rufen, dann wieder eine Karte hier, aber... Ja. Blitzgewitter ist eigentlich immer gut. Aber wenn ich jetzt... Oh, das ist ein schwerer Sturm, das wird schwierig. Wenn ich den jetzt nachher noch ziehe... Ne, ich muss riskieren, hey. Ich aktiviere Blitzgewitter der finsteren Welt. Und zerstöre einen der verdeckten Karten. Die Frage ist bloß welche. Welche Karte wird daran glauben? Er hat so viele. Ja, war vermutlich die klügste Variante. Gut, jetzt geht Kaki, Gorilla der finsteren Welt auf dem Friedhof. Und dadurch wird seine besondere Fähigkeit aktiviert, die mir erlaubt, eines seiner Monster zu vernichten. Und tschüss. Bam. Sehr schön. Jetzt wird's tricky, Jetzt kann ich Kartenzerstörung spielen, neue Karten zu holen. Aber ich setze den zuerst noch. Vielleicht kann ich sogar einen Doppler-Effekt auslösen. Ja, mehr oder weniger. Ich aktiviere die Zauberkarte Kartenzerstörung. Jetzt geht's richtig rund, hey. Jetzt werfen wir alle Karten von unserer Hand ab. Und ziehen die gleiche Anzahl neuer Karten aus dem Deck. Und gleichzeitig kann ich neue Monster aufs Feld rufen. Beziehungsweise hier kommt es erstmal. Ja. Gold kann ich jetzt mal aufs Feld rufen. Und durch den Effekt des anderen Monsters hier. Passt gerade. Der hier durch Bro kann ich eine neue Karte aus dem Deck ziehen. Alter Falter. Gar nicht mal so übel. Ich habe immer noch die Lichtschwerter. Yes, Mann. Alles klar. Gold, Fluss der finsteren Welt. Ich weiß, ich werde es vermutlich vernichten, aber es muss sein. Kann ich nur sehen, vernichte mein Monster. Hallo? Okay, Yusei ist auch nicht mehr ganz bei der Sache. Ich aktiviere zum Schluss noch die Lichtschwerter. Oh yes. Jetzt kann man 3 Runden lang nicht mehr angreifen. Oh, also ja, stimmt. Ich dachte gerade, wenn jetzt mein Monster angreift, verliere ich alle Karten auf der Hand. Aber er kann ja gar nicht angreifen, das ist ja das Schöne daran. Ich gucke mal kurz auf die Zeit. Oh, es wird eine längere Party. Alter Falter. Ich wollte noch gegen Yugi antreten, aber das wird mir, glaube ich, zum Verhängnis. Toll. Wenn es so weitergeht, Leute, ich aktiviere auch noch schwarzes Loch, ich schwör's. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Verdammt, ich brauche ein besseres Monster. Ah, wo ist... Ja, na, ganz toll. Zugang zur finsteren Welt bringt mir jetzt überhaupt nichts. Nee, der ist jetzt einfach nur nutzlos. Ich könnte zwar jetzt schwarzes Loch spielen, dann Zugang zur finsteren Welt und ihn dann angreifen, aber er hat noch 2 andere verdeckte Karten. Oje, oje, das wird noch lustig. Das wird noch sehr lustig. Dululululu. Na? Oh nee, Festungskrieger. Muss das sein? Also wenn es kommt, dann heftig. Alter, du kriegst die Tür nicht zu. Ja. Ich wähle halt mal den Zug. Ich muss ihn irgendwie aus der Reserve locken. Die Frage ist bloß wie. Ja, oder er macht's. Rückkehr des Kriegers. Bringt ihm jetzt überhaupt nichts, wenn er die Karte holt? Nee, jetzt nicht. Zugang zur finsteren Welt spare ich mir für später auf, denn es ist eine Schnellzauberkarte. Yes. Du. Hallo. Gut, noch ein Zug, dann wird's kritisch. Macht des Spiegels! Ja, geht natürlich auch. Dann brauche ich vielleicht gar nicht. Okay, ich rufe mystische Tomate. Ich habe schon eine Vorahnung, was eine seiner verdeckten Karten sein könnte. Und weshalb er sie nicht aktiviert. Aber dazu später mehr. Gold, Fürst der finsteren Welt. Angriff mit der Streitaxt der finsteren Welt. Ja, sehr schön. Jetzt Riesentomate, mystische Tomate. Vernichte den Festungskrieger mit dem Tomatobiss. Tomato Bite. Und somit beende ich wieder mal meinen Zug.
Und jetzt wäre offiziell der Part vorbei. Ich bin bereits bei 20 Minuten angelangt. Aber egal, mach halt länger. Die Parts werden sowieso in Zukunft etwas länger werden. Also allgemein meine ich jetzt. Noch mehr dazu dann in meinem Jahresspecial. Falls es überhaupt... Ja doch, es kommt schon. Es kommt nach Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sag ich schon. Oh mein Gott. Nach Ocarina of Time Master Quest natürlich. Da werde ich übrigens immer noch damit aufnehmen, jetzt vor allem mit den Herzzahlen, aber ich denke, das werde ich auch schon bald haben. Gwen könnte ich jetzt gut gebrauchen, den Taktiker der finsteren Welt. Aber egal, so klappt es hoffentlich auch. Und Tschüssikowski, was ist denn das jetzt? Hä, wieso hat er die... Hat die Karte erst später gespielt oder wieso hat er sie hier nicht aktiviert? Na, ist ja auch egal. Aber die Karte müsste fast irgendwie Reisenattribut sein. Alles andere gebe keinen Sinn. Greife an, Gold, wo Fürst der finsteren Welt? Streitachstattacke. So, Yusei. Dann wende ich mal die Kampfphase. Setz noch eine Karte verdeckt. Und du bist wieder am Zug, Alter. Haha, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. So. Jetzt kurz aufpassen, gleich haben wir wieder die Meldung, dass ich meine Karte aktivieren könnte, du Arsch! Du fettes Arsch! Handzerstörung, du. Also im Grunde genommen wirken ja seine Effekte, also seine Effekte zur Handzerstörung bei mir ja auch, bei meinen Monstern. Manchmal sogar noch besser wegen den Effekten. Aber das Problem ist, diese Karte hier wirkt eben nicht. Das heißt, ich wirfe zwar die Monster auf den Friedhof, also vor allem das Monster, aber es wird nicht mehr zurückkommen. Ja, dafür habe ich Broden, der König der finsteren Welt, ist das super. Das ist ein super Satz. Hä? Was fehlt jetzt mit Schnellziehen? Oh nee, Jose, du bist doch so ein Volltrottel. Ups. Ich habe nichts gesagt. Habt ihr was gehört? Ich habe nichts gesagt. Ne, Jose ist der Größte. Er ist genial. Er macht... Scheiße, er ruft Nitro-Krieger. Nein! Den kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Oh oh. Oh oh. Hilfe. Ja, Scheibenkleister. Das ist ein Scheibenkleister. Nein, ich Schrottfaust. Haha. Reingelegt, ich aktiviere Macht des Spiegels. Hä? Nein, oh, dieses Arsch. Na egal. Seine Monster haben viel zu wenig Verteidigungspunkte, als dass sie meinem Gold-Wu-Fürst widerstehen könnten. Bam, bam. Und auch dieses Monster ist Fujikato. Ja, sonst noch was, Jose, oder war's das? Das war's für ihn. Und jetzt aktiviere ich Zugang zur finsteren Welt. Und welches Monster rufe ich? Natürlich, ich rufe Silva, den Kriegsfürsten der finsteren Welt. Wow. Zeige dich, meine finstere Bestie. Und jetzt bin ich am Zug und ich ziehe. Oh yes, Shepard Baby. Aber noch nicht jetzt, noch nicht. Erstmal setze ich diese Karte. Und jetzt wird's richtig lustig. Verwandlungskrug. Denn ich habe noch ein Monster entdeckt, das ich euch unbedingt zeigen möchte. Also alle meine Karten auf den Friedhof. Und 5 neue Karten gezogen. Na, kommst du? Scheiße, komm nicht. Ja, dafür habe ich die Karte gezogen, den Verwüstungsvirus. Ey Leute, mit dieser Karte kann ich echt alles drehen. Mit dieser Karte werde ich ihn platt machen. Ich werde Yusei so richtig zum Verzweifeln bringen. Was ich meine? Das seht ihr in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Online 3 bzw. Duel Accelerator. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.